Der Stille. Dies ist Tibet This Week, ein wöchentliches Nachrichtenfeature über Tibet, seine Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Werfen wir einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Politischer Gefangener Geshe Yeltsin stirbt im chinesischen Gewahrsam. Sejong Bimba Tsering begibt sich auf offizielle Reise nach England, USA und Kanada. CTA beglückwünscht den neu gewählten tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Sejong beglückwünscht Tikse Rinpoche zur Verleihung des Padma Shri Award. Sejong gratuliert dem verstorbenen Karma Wangchu, ehemaliger Minister von Arunachal Pradesh, zur Verleihung des Padma Shri. Europäisches Parlament zeigt Mission Joy. Office of Tibet London unternimmt Tibet-Aufklärungsarbeit in Finnland und Polen. Chögyur-Siedlung in Nepal schließt Winterkulturtraining für tibetische Studenten ab. Tibeter ehren den US-Kongressabgeordneten Jim McGovern. Ein 56-jähriger prominenter tibetischer Mönch aus dem Dorf Yongba im Kreis Lithang, Khartse, der sich seit März letzten Jahres im Gewahrsam der Polizeistation des Kreises Lithang befand, ist Berichten zufolge am 26. Januar 2023 an den Folgen einer Erkrankung verstorben. Die Behörde überführte seinen Leichnam in seinen Heimatort Yongba, untersagte jedoch den Besuch des Verstorbenen und verhängte 3 Tage lang Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Nach diesen Tagen wurde der Leichnam nach Peking überführt. Zuverlässige Quellen zufolge wurde Geshe Yeltsin im März 2022 von den örtlichen Behörden willkürlich verhaftet und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Am Sonntag vergangener Woche brach Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung zu einer offiziellen Reise nach England, in die USA und nach Kanada auf. Nach seiner Ankunft in England am Dienstag dieser Woche besuchte Sejong die Oxford Union, wo er einen Vortrag über Tibet hielt. Nach dem Besuch in England reist Sejong in die USA und nach Kanada weiter, wo er mit Regierungsvertretern zusammentreffen und vor den tibetischen Gemeinden in den USA und Kanada sprechen wird. Der offizielle Besuch dauert dieses Mal vom 29. Januar bis zum 17. Februar. Am Dienstag dieser Woche schrieb Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung an den neu gewählten Präsidenten der Tschechischen Republik und gratulierte ihm zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. Sejong brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der neue Präsident den Geist des großen Václav Havel weiterführen und einen wichtigen Beitrag zum Frieden in Europa und der Welt leisten wird. Die stellvertretende Parlamentspräsidentin Bemba Tsering gratulierte ebenfalls dem neu gewählten Präsidenten der Tschechischen Republik, seiner Exzellenz Petr Pavel, zum Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. Sie sei sich sicher, dass die lebenslange Freundschaft zwischen seiner Heiligkeit dem großen 14. Dalai Lama und dem ehemaligen Präsidenten Václav Havel Tibet und die Tschechische Republik einander sehr nahe gebracht habe, so die stellvertretende Sprecherin. Sie hoffe, dass die Tschechische Republik weiterhin dem Vermächtnis und der Tradition Václav Havels folgen werde, indem sie die Werte der Menschenrechte, der Wahrheit und der Würde hochhalte. Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung schrieb an Tikse Khenpo Rinpoche, das amtierende Oberhaupt des Klosters Tikse, und gratulierte ihm zu seiner Verleihung des angesehenen Padma Shri Award am 25. Januar. Sejong drückte seinen großen Stolz über Rinpoches herausragende philanthropische Leistungen aus. Am Dienstag dieser Woche gratulierte Sejong Bemba Tsering schriftlich Sri Jambe Wangdi, dem Vorsitzenden des Ministeriums für Karmik und Adhyatmik, Regierung von Arunachal Pradesh, zur Verleihung des Padma Shri an seinen verstorbenen Vater und ehemaligen Minister Sri Karma Wangchu. In dem Schreiben schrieb Sejong, die Verleihung des Padma Shri ist eine angemessene Würdigung des Lebens und der Verdienste seines Vaters und eine Anerkennung seines bleibenden Vermächtnisses. Seine Beiträge zur Verbesserung der Menschen und der Regierung von Arunachal Pradesh haben ihm in ganz Indien Bewunderung und Achtung eingebracht, und die Padma Shri-Auszeichnung ist ein Beweis dafür. Sejong erinnert sich an Sri Karma Wangchus Unterstützung für das tibetische Volk und Tibet. Am Dienstag dieser Woche organisierte das Office of Tibet Brüssel in Zusammenarbeit mit dem Büro des Europaabgeordneten Mikuláš Peksa, Vorsitzender der tibetischen Interessengruppe, die Vorführung des Films Mission Joy – Finding Happiness in Troubled Times im Europäischen Parlament. Bevor der Film begann, gab MDEP Peksa eine kurze Einführung über die Entstehung des Dokumentarfilms.
Er sagte, die Wahl des Films sei in den gegenwärtigen unruhigen Zeiten sehr passend und zeitgemäß. Der Film lud die Zuschauer ein, die echte, liebenswerte und unwahrscheinliche Freundschaft zwischen zwei der angesehensten zeitgenössischen Führungspersönlichkeiten zu erleben. An der Vorführung nahmen Mitarbeiter des Europäischen Parlaments teil, darunter Vincent Metten, EU-Direktor für IKT-Politik, der Abgeordnete Jixin Chöding-Gyenkang in Begleitung des Sekretärs Tinley Wangdu und des Buchhalters Tenzin Nordin vom Office of Tibet, Brüssel. Sonam Frasi, Repräsentant des Tibet-Büros in London, besuchte vom 23. bis 28. Januar Helsinki und Warschau, um in diesen beiden Ländern die Unterstützung der Regierungen und der Zivilgesellschaft für die tibetische Freiheitsbewegung zu mobilisieren. Während seines Besuchs bekräftigte er die beiden Hauptbotschaften der CTA. Tibet war nie ein Teil Chinas und die Regierung der Volksrepublik China hat kein Recht, sich in den Prozess der Suche nach der nächsten Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama einzumischen. Während der Gespräche wies der Vertreter auch auf aktuelle tibetische Probleme im Zusammenhang mit kolonialen Internaten, nicht genehmigten DNA-Sammlungen, Anreize für rassenübergreifende Ehen und die Ansiedlung von Han-Chinesen sowie die Umweltzerstörung in Tibet hin. In Finnland traf der Vertreter Sonam Frasi mit 5 Beamten des finnischen Außenministeriums, der Parlamentsabgeordneten Eva Biaudet und Tibet-Unterstützern zusammen. Der Abgeordnete empfahl außerdem die Verabschiedung von Formulierungen, die mit dem Tibetan Policy and Support Act 2020 der US-Regierung übereinstimmen. In Warschau nahm der Vertreter an der Sitzung der Tibet-Freundschaftsgruppe des polnischen Parlaments unter dem Vorsitz der Abgeordneten Monika Wielichowska teil und traf mit der stellvertretenden Parlamentspräsidentin Małgorzata Kidawa-Błońska zusammen. Der Präsident des polnischen Parlaments würdigte die Anwesenheit des Abgeordneten Frasi während der Parlamentssitzung und erntete dafür viel Beifall im Plenum. Er hatte auch ein Treffen mit der tibetischen Gemeinschaft in Polen und besuchte das tibetische medizinische Zentrum, das buddhistische Zentrum Ganma Daeshin Chuling und die Helsinki Menschenrechtsstiftung in Warschau. Der persönliche Besuch des Londoner Büros in Finnland und in Polen fand nach einer langen Unterbrechung aufgrund von Covid-19 statt. Eine einmonatige kulturelle Winterschulung für tibetische Studenten aus Indien und Nepal, die vom Chuju Tibetan Settlement Office organisiert wurde, ging am 27. Januar zu Ende. Ziel des Kurses war es, den Schülern während der Winterferien kostenlos die tibetische Sprache und Tradition näher zu bringen. Der Repräsentant des Office of Tibet, Tsepri Loblan Tügut Ngawan Chuktup, nahm als Hauptgast zusammen mit den tibetischen Parlamentariern Dashi Tündup und Sonam Nobu an der Abschlusszeremonie der Schulung teil. Bei der Abschlusszeremonie sprach Sekretär Yangde Rinpoche aus Gaden Potang über die Grundsätze des Buddhismus und die Vision seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu Bildung und Ethik. An der Veranstaltung nahmen die Leiter der örtlichen tibetischen Schulen und die Leiter anderer Nichtregierungsorganisationen in der Region teil. Am 29. Januar fand in der tibetischen Gemeindehalle Phuntsho Deshe in New York eine Zeremonie zu Ehren des US-Kongressabgeordneten Jim McGovern statt, der sich unermüdlich für die tibetische Sache einsetzt. Die Präsidenten der tibetischen Verbände, Mitglieder der tibetischen Parlamentarier, der nordamerikanische Repräsentant Namgyel Chödup und der Vizepräsident der International Campaign for Tibet dankten dem Kongressabgeordneten für seine langjährige Unterstützung für Tibet im US-Kongress. Der Kongressabgeordnete Jim McGovern erklärte in seiner Ansprache, dass er und das Repräsentantenhaus die gerechte Sache uneingeschränkt unterstützen würden und sicherte eine kontinuierliche Unterstützung zu. Er wies auf die Bedeutung des neuen Gesetzentwurfs hin und forderte die tibetischen Amerikaner auf, sich bei den zuständigen Beamten für die Verabschiedung des Gesetzes einzusetzen. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von den beiden tibetischen Parlamentariern aus Nordamerika und den tibetischen Vereinigungen in New York und New Jersey organisiert. Die New Yorker Stadträtin Julie Won, der Abgeordnete Dr. Namgyel Chödup, Vertreter tibetischer Nichtregierungsorganisationen und Leiter religiöser Organisationen sowie weitere Personen nahmen an der Veranstaltung teil, an der insgesamt 500 Personen teilnahmen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.